Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge Special Edition auf Pelzig. Wo ist uns denn hier, Mann? Wir gehen erstmal auf Fat Island. Dann zeigen wir mal dem Kamerad unseren Fang des Tages. Und dann kriegen wir die Angel davor. So. Hier, bitteschön. Wow, das ist ja der größte. Ja, es ist fast. Ich habe so einen Leviathan an der Angel gehabt, aber. Ja, wirklich? Wo ist dann der Leviathan? Ich glaube, du lügst. Ja, du hast ja recht. Das war nur irgendein Seemannsgarn. Ja, gut, ich glaube, du hast gewonnen. Na, nimm doch mal Angel. So, der zieht jetzt auch von dannen. Wir gehen dann mal hier wieder zu der Bibliothek rein. Wer hat Lust mit mir morgen zur Bibliothek zu gehen? Habt ihr gemerkt? Ich sag weder Bibliothek noch Moin. Okay, hier ist wieder still. Das war natürlich aus The Simpsons, wer hätte es gedacht. Vielleicht unter SB Sunken Ships oder sowas. Müssen wir mal kurz gucken. Weil wir müssen hier noch die Koordinate von einem Schiff eigentlich finden, ne? Scap Island, bla bla, das brauchen wir nicht. Selbsthilfe. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal gucken, wo wir das finden. Ja, Schiffswracks. Guck bei Desaster noch. Dann unter D wie Desaster. Das ist immer noch C. Kocher. Nee. Kryptographie, ach du liebe Zeit, haben wir dann hier nichts. Hunde, Krankheiten, Disease, Desaster. Okay, ja genau das brauchen wir. Ja, das merken wir uns mal. Und ich habe genug hier mit dem Kartekatalog, mit dem Karteisystem. Wir gehen nochmal zur Bibliothekarin. Und schwätzen mal mit der nochmal runter. So, bitteschön, Frau Bibliothekarin. Entschuldigung, Ma'am. Was wollen Sie denn das wohl wieder? Ich suche nur ein Buch. Und was für ein Buch suchen Sie dann, junger Mann? Hier, Schiffswracks unseres Zeitalters, die großen. Na, wie wär's denn nur damit? Yeah, genau das brauchen wir. So, bitteschön. Noch irgendwas? Nö, das war's dann eigentlich. Derzeit brauche ich keine Bücher mehr. Ja, bedenken Sie, dass die Bücher der Schatz des Verstandes sind. Natürlich sind sie das. Wir lesen das mal. Nee, nicht einfach nur lese, sondern ja, einfach angucken, so rum. Genau, große Schiffswracks unseres Zeitalters. Ja, 39 Nord, 85 West. Genau, das sollten wir uns dann merken. Das brauchen wir nämlich. Das variiert immer von Spielstand zu Spielstand. So, jetzt können wir auf jeden Fall weitermachen. Wieder zurück noch Booty. Captain Kate, die leihen wir später noch an. Aber wir müssen erstmal hier uns um das Kartenstück noch kümmern. Das ist nämlich mit viel Aufwand verbunden. Das ist so ein ziemlich gemeines Ding. So, wir gucken uns mal hier die Klippe an. Huch. Da landen wir anscheinend im Ladebildschirm. Das erfordert so viel Kapazität hier, dass wir uns da den Ladebildschirm gönnen müssen. Aber wir können uns das Ding natürlich angeln. Komm. Braucht natürlich auch wieder ein bisschen Zeit. Ach Gott, was ein Geräusch. So. Angel das mal Guybrush. Zack, du hämmerst. Aber es wurmt mich, dass es nicht so fließend übergeht, aber einfach von einer freche Möwe, wahrscheinlich die aus Loom, geklaut war. Und die geht doch hier zum Baum. Ach, verflixt nochmal. Okay. Hilft ja nix. Deswegen, wir müssen nur wieder hier zum großen Baum. Und da landen wir bei einer von meinen Lieblingssequenzen jetzt gleich. Sodala. Dann sollte man hier benutzen, damit wir hier hochkommen, ne? Wir haben doch schon ein Ding geklaut, und zwar hier die Planke. Benutzen wir hiermit. So.
Dann benutzen wir das neue Paddel, was wir noch gekriegt haben. Benutzen wir auch hier mit dem Loch. Und dann gehen wir mal da hoch. Na, hoch mit der Guybrush. Und... Oh! So, jetzt startet Annie von meiner Lieblingssequenz. Ich probiere es auch entsprechend zu singen, ihr liebe Leid. Autsch, das hat wirklich wehgetan. Jeder, der weiß, was das ist, der weiß, dass jetzt gleich Gesang kommt. Warte mal, irgendwas Seltsames geht hier vor. Mama, Papa, Mama, was macht denn ihr zwei hier? Wir sind hergekommen und dir zu gucken, Bub. Wo warst denn du? Ihr seid noch mir, wegen mir hergekommen, aber ich habe gedacht, ihr hättet mich ausgesetzt. Warum sollten wir das dann machen? Wir sind doch deine liebende Eltern. Ja, das sehen wir. Und was wollt ihr zwei von mir? Wir wollen da Informationen geben, Berschel. Ja, wirklich? Super, was ist es dann? Ich glaube, wir sollten das als Song mal vorsingen. Okay. Die Musik ist auch so gut. Wie er guckt. Der Knochen ist mit der Rippe verbunden. Der Rippenknochen ist verbunden mit der Hüfte. Hüftknochen ist verbunden mit dem Arm. Du, 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 dum. Ich bin ein hundsmiserabler Sänger, ich weiß, und ich kann auch den Takt nicht halten, weil ich halt direkt wieder übersetzen muss. Aber scheiß drauf, mir einen Spaß. Der Armknochen ist verbunden mit dem Kopf. Der Kopf ist verbunden mit dem Rippe. Rippe ist verbunden mit dem Bär. Genau so läuft es. Wow, die sind richtig gut, die zwei. Du wackelt da schon mit. Das Bär ist verbunden mit der Hüfte. Hüfte ist verbunden mit dem Arm. Arm ist verbunden mit dem Kopf. Genau so ist es. Hey, das muss man mal aufschreiben. Kopf ist verbunden mit der Rippe. Rippe ist verbunden mit der Hüfte. Die Hüfte ist verbunden mit dem Bär. Ja, so ist es. Und er schreibt sich alles auf. Hüfte ist mit dem Bär verbunden. Das braucht man nämlich später noch im Spiel. Irks! Hey, was ist dann mit euch los? Leute, warum lasst ihr mich denn schon wieder alle? Buh. Der Chuck, aber ich hab dich umgebracht. Ja, du hast noch meinen Geist umgebracht, aber jetzt bin ich aber wieder zurück und jetzt nimm mal deine eigene Medizin. Und Spritz. Ach du liebe Zeit, was ein Traum. So, das Ding ist leider kaputt, aber wir kennen doch zufällig Anna, ne? Also ab zum Schiff von Captain Red. Ich liebe die Sequenz, auch wenn ich ein hundsmiserabler Sänger bin, ich geb's zu, dann auch noch direkt von Englisch auf Pelzig übersetze und dann noch versuche, den Takt zu halten. Das konnte nur Desaster werden. Ich denke, das ist jedem klar. Aber ich hab Spaß dabei. Ich hab meinen Spaß dabei. Ich hoffe, ihr habt auch noch ein bisschen was zu lachen gehabt und habt euch nicht so sehr die Ohren zuhalten müssen. So, hier, bitteschön. Entschuldigung, könnten Sie sich das mal bitte angucken? Ja, das sieht noch ein ziemlicher Bruch aus, aber ich glaube, das kann ich mal reparieren für dich. Kein Problemchen. Hier, bitteschön, Buh. Und ich habe ein paar Schienen dran gemacht, jetzt ist es wie neu. Ja, danke, da hat er im Prinzip, ja, Schiene und ein bisschen Schnur außenrum, dann läuft die Geschichte. Perfekt, danke. Und es hat mich nicht mal was gekostet. Genau. So, dann wieder zurück. Ja, es ist ganz schön die Rennerei. Ist halt so. Aber wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall die Sache, die wir uns aufgeschrieben haben, von der Skelette. Das wird nämlich später noch wichtig. Ich möchte für die Leute, die es noch nicht kennen oder die noch einfach vorhaben, hier mit der Rätsel weiterzumachen und vielleicht bei Monkey Island noch nicht so weit sind, möchte ich noch nicht so sehr spoilern. Ich sage einfach nur, dass es noch wichtig sein wird. Wir haben das übrigens jetzt, ich zeig's euch gerade mal. Wir haben es jetzt nämlich auf unserem verrotzten Lago-Papier. Du Hämmers. Wir haben das ganze Lied. Und so läuft die Geschichte.
So, zack, zack. Dann nehmen wir uns wieder die Planke. Die benutzen wir wieder mit dem Loch. Da springen wir wieder drauf. Schnappen uns das Ding wieder. Und dann sollte der Dreh eigentlich raus sein, ne? Ja, ich glaube, ich habe verstanden, wie es funktioniert. Und so kann er sich hochwaschen, der gute Guybrush. Jetzt macht das Zeug nicht mehr in unserem Inventar drin. Da aber ist das Teleskop, was wir für den Rumroger noch brauchen. So, das schnappen wir uns. Joink. Und dann geht's da hier. Jetzt haben wir schon einen Aff und einen Hund drin. Das ist unglaublich. So. Da ist die Möwe. Und das ist dieselbe Sequenz wie in Monkey Island 1, wo sich die Möwe durch den Fisch gezwitschert hat. Aber wir könnten natürlich noch aus dem Fenster rausgucken. Ach ja, es ist das liebenswerte Booty Island. So, Vogel. Das ist der Vogel, der mein Kartenstück geklaut hat. Und der Haufe, gucken wir uns natürlich auch mal an. Da sind hunderte von Karten drin. Aber wir haben hier unseren Guybrush. Das ist verrückt, aber vielleicht funktioniert's ja. Hallo, kleiner Guybrush. Guter Junge. Und jetzt geh wieder heim. Huch. Na, das ist mal ein guter Hund, oder? Alle hopp, jetzt habe ich mein erstes Kartenstückel. Sau gut. Gucken wir uns mal natürlich nochmal an. Und es ist nach wie vor das, was wir bei der Gouverneurin haben. Ohne Schnabelspure, ohne Bissspure vom Hund. Perfekt. Top erhalten. Wir gehen wieder runter. Und bevor ich hier irgendwie 2 auf einmal trigger, würde ich mal sagen, ihr liebe Leute, ich sorge erstmal dafür. Ich weiß, eigentlich müssten wir hier direkt in Ville de la Boutie weitermachen, aber ich möchte erstmal die erste Sequenz triggern, weil immer wenn man ein Kartenstückel findet, wird eigentlich LeChuck getriggert. Deswegen sämtliche Stimmkapazität zu Rate ziehe, weil tief in LeChucks Festung. LeChuck, Sir. Ich muss bedauern zu sagen, dass der Guybrush das erste Kartenstückel zu Big Whoop gefunden hat. Du wirst's noch bereuen, wenn er noch anderes findet. Jetzt halten auf um jeden Preis, aber ich denke immer noch, ich will ein Leben drüber. Jawohl, Sir. So ein Scheißdreck. Widerlicher Kerl. So, genau darum geht's mal, weil ich habe nämlich die Befürchtung gehabt, wenn wir jetzt uns um das zweite Kartenstück kümmern, dass wir das erste verpeilen. Und zwar machen wir direkt hier mit Captain Kate weiter. Wir könnten mit ihr retten. Nochmal kurz. Ich glaube, Ende 30 Nord war das. Und 39 Nord, genau. 85 West. 39 Nord, 85 West. Noch einmal? Nur nochmal zur Sicherheit. 39 Nord, ja. 85 West war es dann, ne? Genau, 85 West. Okay. So, Captain Kate. Ja, okay, da noch muss ich schon gar nicht mehr froh. Ich habe Interesse daran, ihr Schiff zu chartern. Ja, super, kostet dann 6000 Pierre, Stabu. Ja, die habe ich zufällig. Bitteschön, die bezahle ich dir. Sie haben gerade ihr Schiff gechartert. Wollen Sie jetzt schon weg? Ja, natürlich. Ich will noch einen Wrack vom verrückten Afsurer. Ja, ich hoffe, Sie haben doch einen Kurs vorbereitet. Ich kann es Ihnen auf einer Karte zeigen, und zwar von der von Captain Red. So, Moment. 39 Nord, 85 West. Das ist unser Kurs. Und die Musik hier ist ach so geil. So, was jetzt? Hier sind wir. So sind wir mit ihrem Glasboot unterwegs. Und ich finde einfach diese Musik unglaublich geil. Wenn sie das Schiff eigentlich aus irgendeinem Comicbuch gekauft. Und ja, ich tauche noch ohne und suche noch eine versunkene Galeone. Genau so machen wir das. Er kann nur 10 Minuten lang die Luft erhalten. Sind Sie sicher, dass Sie überhaupt schwimmen können? Ja, ich kann noch den Atem vor 10 Minuten erhalten. Haben Sie denn das erste Spiel mitgespielt? Hua! Bei Captain Kate ändert ja auch immer
ihr Schrift. Auf Booty Island ist immer gelb und außerhalb von Booty Island ist es immer in diesem, ja, Waldgrün, wenn ich schon fast sage dazu. Und wir dürften, genau, da wir die Bibliotheksinformation haben, wissen wir genau, wo wir zu suchen haben. Und da ist dieses wunderbare Kunstwerk, und zwar der Affenkopf. Wir gucken uns trotzdem noch ein bisschen um. Da ist nur der Anker, mit dem wir dann wieder hochgezogen werden können, aber es war kein Glasbooteboot von Captain Kate. Sie behauptet zwar, es wäre ein Glasbooteboot, aber okay, ne? Nimmt er das Ding vom geflügelten Affe den Kopf. Hua! Sehr schön. Ach Gott, ach, den presst das sich noch in die Tasche rein. Damals hat man noch Qualitätssachen produziert, wo man auch wirklich Platz für so Zeug gehabt hat. Okay, wir benutzen natürlich den Anker, damit wir... Aber erstmal gucken wir uns das Ding mal an hier. Ja, damit kann man nicht schwimmen, dafür ist zu schwach, zu schwer. Zu schwach vor allem, ach Gott. So, zieh mal und dann hol mich mal hoch, Captain Kate. Ich hab da Affenkopf. Geh mal wieder zurück nach Booty Island. So. Glückwunsch zu Ihrem ersten Fund, Guybrush. Sagen Sie all Ihre Freunde darüber, was Sie hier bei Captain Kates Charter erreicht haben. Empfehlen Sie mich weiter und jetzt fort mit Ihnen. Okay. Dort vergeht's nämlich gleich das zweite Kaderstück. Und zwar, bitteschön, der ist für dich der Affenkopf. Hua! Ist es! So. Sehen also die Galionsfigur vom verrückten Affe gefunden. Kriege ich jetzt das Kaderstück dafür? Sicher doch. Gehört Ihnen. Yeah, das ist jetzt schon die zweite in meiner Sammlung. Und zwar ist das Kaderstück vom jungen Lindy, vom Kabinenjunge. Der Rumroger kommt dann noch und ganz zum Schluss hebe ich mir den Rapscallion auf, weil den finde ich einfach am coolsten, was man da machen muss. So, das ist dann das hier, ne? Okay, alles klar. Dann also nichts wie ab zur zweiten Sequenz mit LeChuck. Und zurück zur Karte, die bei Rumroger auf Fat Island ist, und zwar auf der winzigen Insel. Aber noch einmal. LeChuck, Sir, ich wollte Ihnen gerade sagen, dass wir die Folterkammer, diese Beauftragten, gerade fertiggestellt haben. Sehr gut. Gibt's noch irgendwas zu berichten? Nee. Naja. Na, so kleine Sache soll ich Ihnen vielleicht noch erzählen. Ich hoffe, das hat doch was mit Guybrush zu tun, dass der gefangen worden ist. Naja, so ein bisschen. Ich hoffe, du hast doch nicht erlaubt, das zweite Kaderstück zu holen, du Dummkopf. Wenn du jetzt so ein Schiff holst, also ich finden oder stirb, segel selber noch dem Kerl, hol den Lappeduttel, mach das persönlich. Ja, mit LeChuck ist nicht gerade so angenehm, wie man merken. Wenn man in so einem Kadaver drinsteckt und nämlich die übermenschliche Kräfte hat, sondern nur noch so ein bisschen Voodoo-Kraft übrig ist, ist der Kerl etwas unangenehmer, als er schon als Geist war. Dazu spuckt er auch noch und lispelt wegen dem verfaulenden Körper, also wirklich angenehm ist unseren Captain LeChuck definitiv nicht. So, wir können jetzt auch direkt zur Cottage, zur Hütte gehen. Na, dann sind wir doch heute mal richtig Treasure Hunter-mäßig unterwegs, sind so ein richtiger Schatzjäger, weil das machen wir jetzt heute auch noch. Wir benutzen das Teleskop hier mit der grotesken Statue. Joink. Dann geht es nämlich rein auf den Spiegel und zeigt uns, was für ein Ding wir drücken müssen. Also wieder rein. Es ist hier wieder die Blow the Man Down Musik. Sehr schön. Blow the man down. Oh, give me some time to blow the man down. Ja, ich lasse das mal lieber. Aber ich liebe diese Musik. Die ist so eingänglich, die Musik. Die ist einfach noch großartig. Generell der ganze Monkey Island 2 Soundtrack ist super geil. Gucken wir uns das Ding mal an. Ja. Wie war das? Ein Backstein ist ein Backstein ist ein Backstein? Ja, genau. Ein Backstein ist ein Backstein ist ein Backstein.
Ja, heute müsst ihr euch mit mir als Sänger definitiv rumärgern. Ich bin ein hundsmiserabler Sänger. Macht aber nichts. Aber ich liebe das Lied. Und da fliegt ein Saint-Tropez wieder hinterher. Oh wow, und auch noch voll mit der Phrase hier drauf runtergerutscht. Ja, da ist das Skelett in der Badewanne. Das haben sie, glaube ich, auch noch das Lukas-Art-Symbol versteckelt. Ach ja. Es hieß so, dass der gute alte Rumroger in der Badewanne gestorben ist. Das wird dann wohl hier der Papa gewesen sein zu einem Junior drüber, zum Filius. Wir gucken uns dann auf jeden Fall mal an, den Kadaver. Das Skelett hält ein Kartenstück in der Hand. Aber ich möchte mal mit dem Skelett angucken. Sieht wohl aus, als wäre er gestorben, als er Bart genommen hat. Können wir den auch mitnehmen? Das will ich lieber nicht berühren. Ach, Guybrush, du Pinzer, als Archäologe habe ich ständig mit Skelette zu tun. Es ist dann nur ein Skelett. Naja, wir nehmen das Kartenstück mit. Hoppla, da habe ich leider noch der halbe Arm mit rausgerobbt. Tja. Gut, da ist dann hier noch die Skeletthand mit dran. Aber jetzt kommt es doch allmählich in einer Karte mal so in etwa nah. So, dann gehen wir wieder durchs Loch und landen dann hier. Gut. Wir können jetzt hier leider nicht direkt auf die Weltkarte, sondern müssen durch die Höhle wieder raus. Schade eigentlich. Ich habe eigentlich erhofft, dass wir so auch wieder auf die Weltkarte kommen. Aber so ist es leider nicht. Na gut. Da würde ich aber sagen, ihr liebe Leute, ich mache dann auch draußen gleich wieder meinen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge Special Edition auf Pelzig, wo wir uns dann auf den Weg machen zum letzten Kartenstück, und zwar auf Scab Island. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.